Ach du liebe Zeit, was er stimmt. Da hat er ja geklungen wie ein zahnloser Tatterkreis. Du kommst mir danach. Und damit herzlich willkommen, ihr liebe Leute, bei Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Der letzte Teil war wohl doch nicht so kurz, wie ich gedacht habe. Dementsprechend haben wir ja unseren Cut gesetzt, an der richtigen Stelle, wie ich sehe. Und wir machen gleich mal hier weiter, wo es bei der Stromschnelle weitergeht. Letzte Teil im Tunnel. Endspurt. Dann machen wir was. Pampers Champion Joel. Springen wir mal hier heroisch wieder drüber und er schafft den popelischen Sprung hier gerade so mit Ach und Krach. Und das war nicht so klug. Das war nicht gut. Das war sogar überhaupt nicht gut. Das ist mir ja noch nie passiert. Ach du liebe Zeit. Da tät ich Sache, das starten wir doch gleich mal rein. Das ist mir ja noch nie passiert, sowas. Gut, bei dem Sprung müssen wir wohl schick davor gehen. Und spring! Grad so. Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Das hat ja bei ihr besser geklappt als bei unserem Gicht-Günther, den wir hier spielen. Mann, oh Meter, der mit seiner verkalkten Gelenke. Das war ja ein absolut mieser Sprung. Das war wie so Katz, die sich auf den Punkt fixiert und dann irgendwas nicht klappt und dann ausrutscht. Gucken einfach mal auf YouTube noch lustige Katze, wie Ellie, so hat das wahrscheinlich Ellie, auch los! früher. Ja, dann versuchen wir jetzt hier wegzukommen. Aber es klappt nicht. Oh, nee. Luft doch mal! Ja, habe ich mich jetzt mit der Aktionstaste festgehalten und hangel mich hier vor, mach nochmal die Aktionstaste. Oh Mann! Freudiger Ranzbus hier. Mit der Aktionstaste drücke und jetzt die Aktionstaste schnell hintereinander. Ist das Ding wenigstens auf? Oh, und jetzt rutscht die noch ab und der ist wieder... Ah ne, der ist noch einigermaßen auf. Dann heißt es jetzt... ganz dringend noch der Ellie-Taucher. Die bewegt sich auch nicht mehr. Wir müssen nur zu ihr hinschwimmen, nichts anderes. Schnappen wir sie uns und schwimmen mit ihr einfach immer nur geradeaus weiter. Da geht's wieder an die Oberfläche. Und jetzt kommt die nächste Videosequenz. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Reizend. Die haben's richtig drauf, die Typen von der Fireflies. Wunderbare Leute. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern Schon uns. gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht.
Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das sind so Dappschädel. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ja, Ich sagte, steh auf. halt die Gosch. Brummbär Bruno. Na dann. Los. Beweg dich. Ich warte nur drauf. Was ein Arschloch. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Ah, kastriert. Wo? Oben den Gang runter. Das klingt nämlich so brummig, ha? Mistkerl. Mist. Das hätte so einfach gehen können, wenn sie ihm einfach nochmal gestattet hätte, die Ellie nochmal zu sehen. Da hätte man den ganzen Scheiß hier nicht gebraucht. Aber gut, die Fireflies sind dappig. Das sind Ego-Schweine, die wollen es immer nur auf ihre Art machen. Na gut, das haben sie jetzt davor mit dem Joel haben sie nicht gerechnet. Und vor allem nicht, wie gut der drauf ist. Also wie der es drauf hat. Dann müssen wir jetzt hier hässlich werden, die Sache. Wenn die so olver sind zu uns. Hallo! Die haben sich selber rausgesucht, die Kerle. Hat euch euer Mama nicht gesagt, dass ihr nicht zu den Fireflies gehen sollt? Hätten wir mal lieber was Gescheites gelernt. Statt euch dem Hippie-Club dort zu schließen. Ah. Yes, das Erleid sind das Typen hier. Gott, dahinter steht noch einer. Okay. Hat uns einer beinahe gesehen. Und dann machen wir jetzt nochmal heimlich fertig. Das ist der Firefly. Klingt komisch, ist aber so. Der Firefly ist blöd, deswegen ist er jetzt tot. Danke, Peter. Dann gehen wir mal weiter. Ja, das war der da hier noch gezappelt hat. Okay. Supi, dann holen wir uns doch gleich. Wenn der da in der Gegend rumwurschtelt, dann schnappen wir uns danach in der Gegend. Ah, da bin ich bisher auch noch nie entlang gelaufen, muss ich sagen. Okay. Machen wir das von der Seite aus mal. Mhm. Ah, nee, der ist schon auch wieder auf dem Weg zum Gang. Okay. Mann getroffen, verdammte! Nicht nur Mann getroffen. Dappschädel mit einem Anglerhut. Ich
glaube, das sind sowieso die einzigsten im Spiel, die Anglerhüte tragen, nur die Fireflies. Da hinten haben sie eine Stelle. Haben sie anscheinend hier Stellung bezogen. Und da kann ich sie erwischen. Ja, die haben auch vollautomatische Waffe. Aha. Ja, komm schon. Komm her, trau dich. Trau dich, Seppel. Sonst trau ich mich. Du bist... Ne, du bist tot. Jetzt haben wir auch Sturmgewehr. Das ist die endlich vollautomatische Waffe, die wir im Spiel haben. Die wir aber auch nicht upgraden können. Also Werkbank werden wir bei dem Ding nicht anwenden können. Aber wir nutzen das doch gleich mal, dass wir die vollautomatische Waffe haben. Machen so viele von den Säckel fertig, wie wir können. Wow! Wo kam denn das jetzt her? Ah, von da. Das war ein Treffer, die Sache. Aha. Ja, jetzt schwärmen wieder neue Kerle aus. Dann machen wir also, dass wir sofort kommen. Da haben wir noch Bastelzeug. Ja, da hinten haben sie jetzt Stellung bezogen. Da hocken sie wie die Fächel auf dem Strommast. Dann machen wir, dass wir aus dem Gebiet ein bisschen fortkommen. Können uns da nochmal umgucken, was es hier so Schönes gibt. Aber wie gesagt, ich finde das Konfliktpotenzial zwischen den Fireflies und dem Joel eigentlich total unnötig. Man hätten ja einfach nur zu der Ellie gehen lassen können. Dann hätte er sich damit abfinden können, dass er stirbt. Oder dass er operiert wird. Und infolgedessen natürlich stirbt, weil sie den Pilz ja aus dem Hirn entfernen müssen. Und ja, er hätte auch nochmal so von ihr Abschied nehmen können. Und nicht einfach nur, jo, du hast sie hergebracht, ihr wart jahrelang unterwegs. Und jetzt verwehre ich dir einfach mal, dass du das Mädel nochmal siehst, mit dem du so lange unterwegs warst. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten die sich die ganze Zeit nur schweigend gegenüber gestanden oder als hätten die nie miteinander verzählt oder so. Also die Art Menschlichkeit hätten sie ruhig noch lassen können. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Ich habe gedacht, den kriege ich so, aber der Kerl war gepanzert. Dann machen wir das anders. Wir haben hier einen Panzerbrecher. Ja, und wie gesagt, durch unser Panzerbrechen die Funktion, können wir die Kerle jetzt behandeln, als hätten sie nichts an Schutz. Wie ich eben bewiesen habe, glaube ich. Ist nur noch da einer übrig. Und dann sind da noch wieder. Eieiei, das sind aber auch viele. Als gäbe es hier ein Nest im Hauptquartier. Ich weiß, dappischer Witz, hauen mich deswegen ruhig. Verdient hätte ich's. Der da noch? Hallo! Hier ist der! Jo. Ah, ich liebe das Jagdgewehr. Wie gesagt, man kann die... Umzingelt ihn! Man kann die gepanzerte einfach nur behandeln, als hätten sie praktisch nichts als hätten sie nur in der Feinrepier gegen dich kämpfen. Deswegen, ich liebe das, mit dem Jagdgewehr hier zu kämpfen. Da haben wir es jetzt aber derzeit leer geschossen. Das heißt, uns bleibt jetzt nämlich so viel Möglichkeit, außer wir nehmen seinen bucklige Verwandter, obwohl der derzeit nicht panzerbrechend ist. Gucken wir, was wir mit dem hier kriegen. Aha, einmal habe ich dich erwischt. Und noch einmal. Prima. Hätten wir doch nochmal Sturmgewehrmunition. Die nehmen wir doch auch gleich mal an. Und dann die Sache, nachdem wir hier die Fireflies fertig gemacht haben, mache ich hier erstmal meinen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Teil Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo wir das Firefly-Labor endgültig stürmen und uns zu der Ellie vorkämpfen, um mal zu gucken, was mit der so passiert. Also ich steht Mosara an der Stelle. Machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Ayan Yankee.